Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ich habe mir jetzt mal im Internet was rausgesucht, und zwar etwas, was die Hinweise verdeutlicht. Und zwar, hier muss ich die Rubine zählen. Das sind dann 1, 2, Moment, hier beim Bruch am besten. 1, 2, 3, 4 und 5. Das ist unser erster Hinweis mit der Rubine. 5. 9 war beim Buch übrigens richtig, weil da hieß es, welcher Band ist es, und hier wie viele Felder sind noch inklusive Königin oder um die Königin frei. Zwischen den Soldaten, die sie umzingeln. Wie viele weiße Felder? Das sind 3. Das heißt, und zwar, wenn er nochmal drauf guckt, ne? Links schräg vor der Königin, rechts schräg vor der Königin und 2 Felder weiter vor der Königin sind noch 3 weiße Felder. Um die freie weiße Felder ging es zwischen den Soldaten. Das heißt, unsere Kombination ist 5, 3, 9. Und zwar alles in der ordentlichen Reihenfolge, wie die Walze sind. So hieß es. Wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich nochmal breaken. Hat geklappt. Yes. Ja, das sieht nur noch Necronomicon aus. Oh yeah. Hoppla. Okay. Nett, Kapitel 8, Riverside-Institut, Trophäe erhalten in Kupfer, das Buch. In der namenlosen Buchhandlung verfolgte Pierce die Spuren des versuchten Einbruchs. Er entdeckte, dass Charles Hawkins hinter dem Einbruch steckte. Pierce öffnete den Tresor des Buchhändlers und fand, was dieser und Sarah Hawkins darin aufbewahrt hatten. Ein in Menschenhaut gebundenes Buch lag im Tresor und zog den Detektiv unwiderstehlich an. Als er es öffnete, wurde sein Geist in einen anderen Körper projiziert. Hoffen wir mal, wenn ich ja in irgendeinen Spiderer, in irgendeinen Spinner, ja, das ist grundmieses Englisch, ich weiß, aber hoffen wir, dass wir nicht in irgendeinem Spinner drin stecken, und hoffen wir mal, dass wir nicht in Dr. Fuller drin stecken. Die einzigste im Riverside-Institut, die ich als logisch erachte und als klar denkende Person, ist eigentlich Dr. Mary Colden, die sich ja auch so ein bisschen gegen das Ganze aufbegehrt, was der Thomas Fuller macht. Ja, zu dem Thema übrigens auch nochmal ganz interessant. Die Psychiatrie in den 20er Jahren war hauptsächlich tatsächlich unter deutscher Koryphäe geprägt. Das heißt, es muss einem nicht wundern, wenn dieser Dr. Thomas Fuller eigentlich ein Deutscher ist, da die deutsche Psychiatrie damals in den 20er Jahren als die am weitesten fortgeschrittene psychiatrische Wissenschaft gegolten hat. Und der Typ scheint aber auch nicht nur wissenschaftlich zu arbeiten, sondern so ein bisschen sein Reibach auch zu treiben mit deiner Armelei, die da wohnen. Oder eingewiesen werden. So ist es halt. Ja, aber das ist wahrscheinlich, wenn es wirklich in Menschenhaut gebunden ist, wird wahrscheinlich das Necronomicon sein, vermute ich jetzt mal. Wie er auch immer drauf komme, ist, dass Charles Hawkins so eingebrochen sein soll. Für mich waren da keinerlei Hinweise auf Charles Hawkins. Aber gut, Pierce hat anscheinend auch das dritte Auge. Betreten wir mal den Wahnsinn hier. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. Okay, wirklich in Mary Colden. Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Okay. Oh, of course. I'll see what I can do. Das ist aber nicht Mr. wieder Blake, Edward Pierce, can you oder? hear me? Oh, nee. I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Aber der sieht mal wieder aus wie Edward Pierce. Das ist immer so, oh Mann, diese Pierceoiden, das ist diese Charakterfaulheit,
diese Faulheit, NSCs zu gestalten und immer nur dasselbe Muster drauf zu klatschen, was mich hier in dem Spiel etwas verwirrt. Viele Leute, viele NSCs sehen einfach gleich aus, so Pierceoide. Und dann könnte einfach der Eindruck entstehen, dass hier eigentlich Edward Pierce liegt. Aber na gut. Erstmal hier. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. Okay. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. Nett. I thought he was waking up, but no. Der Herr Embryo. Ich möchte seine Krankenakte sehen. Ich möchte mehr über die Symptome erfahren. Woher kommt er? Okay, gehen wir das mal alles durch. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on Okay. now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. Dieser Fuller. Das ist meiner. Okay. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. Okay. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out. And I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't Okay. worry. Let's stay professional. Jetzt sagt es aber nicht, dass das so ein Innsmouth-Widerling ist, der sich allmählich zu irgendeiner Frosch-Fisch-Kreatur transformiert. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. Okay. I think he works for Miss Baker. Who? Okay. You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you Oh, have other questions? na gut. Also irgendein Fremder wahrscheinlich. That'll do for the time being. Wetten mal, der kommt Any aus idea what Innsmouth. this man might be undergoing? Okay. Mal hier. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty yet again. Okay. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of Oh course. je. Na Any gut. idea what this man might be undergoing? Gucken wir uns mal an. Very well. I'll examine him. Der Embryo. Gucken wir uns mal an. Gucken wir uns mal die Hände an. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. Okay. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Ich möchte gerade mal gucken. Haben wir hier zufällig oder Pierce? Nee, Pierce können wir gar nicht auswählen. Das hätte mich jetzt einfach interessiert, ob wir jetzt, da wir in Mary Colton gerade in ihrer Sicht drin sind, ob wir jetzt ihr Fähigkeiten haben, was Medizinkunde und Okkultismus angeht. Na egal, gucken wir uns mal das hier an. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. Das wirkt, als würde der sich verwandeln, und zwar in was Fischisches, ne? Wenn er dehydriert ist, wie ein Fisch an Land. Ich glaube, das ist so ein Innsmouth-Typ. 30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Na So, klar, das Doctor, heißt, der stinkt auch noch wie Sau. I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Er hat etwas... Moment, er hat etwas im Bauch. Der Zustand seiner Glieder ist besorgniserregend. Er ist stark dehydriert. Ich würde mal das sagen. Das ist, glaube ich, das Besorgniserregendste. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant.
Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by Natürlich itself. sagt er das. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. Der will selber an einem rumschnippeln, habe ich das Gefühl. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. Yeah. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Ist das Look at eklig. these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. Ja, der Mann verwandelt sich gerade, habe ich das Gefühl. Und dann gibt er eventuell auch noch irgendeiner Kreatur neues Leben. So alienmäßig, schön durch die Bauchdecke rausgefräst. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, Ja. He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. Ja. But that doesn't explain his condition. Ja, fragen wir die Leute in Innsmouth, ne? Genau das. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? Ah, jetzt kommt I wieder der pray Anna. that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? I'm seeing this very different, you know. Dr. German. Und warum trägt der Idiot eigentlich eine Sonnenbrille in so einem düsteren Raum? Spinnt der? Na egal. Seine Symptome sind besorgniserregend. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Sie machen ein Monster aus ihm. Ja, genau. I've seen suction cups on his fingers. His falling body temperature. His dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. You are a very sick pig, Was Dr. that a Fuller. threat? What did he mean? It was a warning. Meine Güte. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word Natürlich. is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Müssen wir mal gucken, ne? Beweise in den versteckten Akten. Bisher ist nicht von Verbrechen die Rede. Halt dich raus! Ja, komm. Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office?
What if you get caught? Tja, I'd das möchte ich rather gar not nicht think wissen. about that. Mhm. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Na, hoffen wir's mal. Ja gut, neues Ziel. Den sterbenden Patienten untersuchen. Hämmer in in Fullers Büro gelangen, ist jetzt unsere neue Mission. 28. Oktober 1924, Hämmers. Ala hopp. Tja, jetzt sind wir Mary Colton anscheinend. Und hier der Herr Saugnapf Hand. Sieht man das? Persuider Saugnapferich, ne? Sieht man wohl nix, ne? Also ich erkenne nur leider keine Saugnäpfe, dafür war die Unreal Engine mal wieder zu faul, um hier was gescheit darzustellen. Ja, wie gesagt, ich finde es etwas beunruhigend, das Ganze. Dass man hier die NSCs nicht individuell macht. Deswegen ist sowas, worauf ich mich bei The Last of Us Part 2 des Jahr immens drauf freue, weil du jeder NSC unterschiedlich gestaltet ist. Das ist halt mal wieder, Naughty Dog zeigt einfach, wie es richtig geht. Chronic insomnia. Like half the island. Ja. Das ist halt wieder so Ding von Naughty Dog. Die wollen halt mal wieder Grenze sprengen und mal wieder zeigen, wie es eigentlich richtig geil geht. Bei The Last of Us haben sie ja schon ziemlich viele selbe Typen verwendet, aber bei The Last of Us Part 2 haben sie ja versprochen, jeder NSC, egal ob Freund oder Feind, wird individuell aussehen. Und da bin ich immens drauf gespannt. Und die haben auch alle ihr individuelle CGI-Gesichtszüge, also das wird richtig geil. This place draws you in and never lets you go. Na klasse. Deswegen, wenn ihr das Jahr Interesse dran habt und wenn die YouTube-Nutzungsbedingungen überhaupt noch Let's Plays zulassen in dem Jahr, dann freut euch mal auf Let's Play The Last of Us Part 2 auf Pelzig auf meinem Kanal. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. Weil das wird halt richtig geil bei The Last of Us, das habe ich so oft durchgespielt, dass ich da halt schon immer wusste, wie es weitergeht. Aber meine erste Reaktion wäre natürlich richtig geil dazu sei, weil The Last of Us Ends hat mich ja schon so wow in solche Momente versetzt. Und das ist halt richtig geil. Da freue ich mich so drauf auf das Spiel. Ich glaube, das ist mein Höhepunkt 2019, was Spiele The angeht. answers must be hidden in Fuller's office. Okay, siehst du, muss ich durch, aber jetzt genug gequasselt. Probieren wir mal wieder, uns hier drauf zu konzentrieren. Die Badezimmerabteilung. Sind hier noch mehr Fischmenschen? Oder so. It's Wasserpumpe, temperamental, Rohre. if I understand correctly. Okay, also irgendwas mit der Rohre muss ich wohl machen. Hups, Elizabeth? hallo? You all right? Ja, Ellie, wie sieht's Why is aus? this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again. Oh je, giving ist her das a schon so new Gretel. excuse to belittle me. Alles klar. So Mauerblümchen mit so einem Blubberwasser da drin. Sieht auch aus, als hätte sie Quecksilber gerade gepumpt. Na egal. Bleiben Sie Come tapfer. now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. Okay. I'm trying, Doctor. I'm trying. Also die Overschwester. Sometimes I imagine she shuts down the water herself, Okay. just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Alles gut. Ja, die Overschwester scheint wohl eine ziemliche Heckezeck zu sein. Kennt man ja auch noch heutzutage, wenn man sich im Krankenbereich mal umhört, also im Pflegebereich vom Krankenhaus, dass einige Overschwestern auch heutzutage noch ziemliche Gretler sind. Gott, was ein Scheiß, die Vorstellung, ne? Du musst jedes Mal so einen kleinen Topf, so viel wie du halt tragen kannst, musst schöpfen und du reinmachen. Und da das wahrscheinlich kaltes Wasser ist, ist das Wasser noch nicht mal warm, wenn man dort drin ist. Das heißt, wenn du es auch noch warm haben willst, müsstest du den Topf dann auch noch auf den Herd draufstellen, damit es überhaupt erst warm wird. Ja, super geil. Tja, so war das halt früher, ne? Alle hopp, dann folge ich noch der Röhre irgendwie. So. Okay. Die führt dort rein.
Ah ja. Oh, dann hätten sie da draußen auf dem Gang geparkt. Okay, da muss ich dann rein, ne? Okay. I don't Natürlich. have any business in the boiler room. Okay, der Boiler Room Schlüssel brauchen wir. Na gut. Ah, hallo Herr Widerling. Der Herr Ratt. Okay, hier haben wir nix. Lichtquelle hat sie auch nicht. Ach Gott, da durfte man noch im Krankenhaus rauchen. Ist auch wieder so ein Piersoider, ne? Ja, natürlich. So wie unser Patient. Einer von den liebenswerten Wärter, die anscheinend aus der Haferschläger rekrutiert wurden. So, hier. Da sind wir doch in einem Büro. Von wem auch immer. Steht da irgendwas draußen? Wessen Büro das ist? Nee. Anscheinend generell nur Verwaltungstrakt oder ähnliches. Ah, da sieht es doch noch ein Büro aus. Ich glaube, da geht's zum Herr Fuller. Und das wird wahrscheinlich die Heckenzecke-Over-Schwester sein. Das heißt, die müssen wir irgendwie mit dem Boiler-Heizungsraum abgelenkt kriegen, damit sie wieder die andere Schwester schikanieren kann. Und dann können wir in Fullers Büro reingehen, vermute ich jetzt mal, ne? Hier haben wir noch irgendeine Walze, die können wir aber nicht nehmen und abhören im Grammophon. Lichtquelle, über solche verfügen wir leider auch nicht. Da ist auch noch irgendein kleines hygienisches Zimmer, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne, Dusche sind es nicht, aber ja. Ah, da können wir aber nicht durchkravlen. Schade. Na, vielleicht später. Aber ich steht mal Sache, ihr liebe Leute, ich mache jetzt an der Stelle mal wieder einen Cut. Da ist die Administration, die Männerbaderäume oder Badezimmer. Ah ja, das ist das hier. Okay, da waren wir ja schon. Na gut, dann tät ich doch mal Sache, ihr liebe Leute. Ah ja, dann war das wirklich die Administration. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Und da haben wir schon einen kleinen Hinweis und gucken mal, wie mein Dr. Fullers Büro reinkommt. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Eiern Yankee.